Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute sind wir ein bisschen anders unterwegs und zwar beantworte ich Fragen von euch beantworten hier in einem One-Take-Video. Also heute gibt es keinen Schnitt. Nachdem der Adi und der Marc das schon gemacht haben, habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach auch mal. Und ja, wenn euch das interessiert, wenn ihr ein bisschen mehr von mir erfahren wollt, dann könnt ihr gerne dranbleiben, das Video schauen. Wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr einfach ein anderes Video von mir anschauen. Nein, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der ersten Frage. Und die wäre: Sind deine Stories in den Kurzfilmen dir echt so passiert oder ist das alles fiktiv? Und ich weiß nicht, also jetzt bei vielen Filmen, bei Kurzfilmen ist es vielleicht obvious, dass das eher dass das nicht echt ist, aber bei zum Beispiel «Ein Fehler zu viel» haben viele auch gefragt, ob das echt ist oder nicht. Und also ich kann da einfach sagen, eigentlich alle Stories, die ich in den Kurzfilmen erzählt habe, habe ich persönlich jetzt nicht so erlebt. Also es sind nicht Erlebnisse von mir und sonst würde ich wahrscheinlich sagen, dass das ein wahres Erlebnis von mir ist. Aber in den meisten Fällen sind es einfach fiktive Stories, die ich mir irgendwie überlegt habe in einer Nacht- und Nebelaktion. Ja. Nächste Frage: Was hast du für eine Lehre gemacht oder was hast du schon immer für eine Lehre machen? Also ich habe keine Lehre gemacht, ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe kein Studium gemacht. Ich habe das 10. Schuljahr gemacht nach meiner Schule und nachher bin ich etwa ein halbes Jahr habe ich nichts gemacht nach dem 10. Schuljahr. Dann bin ich auf Tournee mit dem Zirkus für ein halbes Jahr. Und nachher habe ich ein Jahr lang in einer Fernsehproduktionsfirma geschafft. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, den Zivildienst. Und jetzt bin ich da, wo ich bin, wieder selbstständig. Genau, so ist etwa mein Weg. Also ich habe nie eine Ausbildung gemacht oder eine Lehre. Ich wollte mal eine Zimmermannlehre machen, aber das ist irgendwie nichts geworden. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ja, das ist so mein Werdegang. Also ich bin mir am Überlegen, vielleicht noch ein Studium zu machen, ein Film- oder Schauspielstudium. Aber ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Mal schauen, was auf mich zukommt und dann ändert sich vielleicht meine Meinung zu all dem nochmal. Aber im Moment bin ich selbstständig und ich mache das sehr gerne. Nächste Frage. Wann hast du dein erste Mal gehabt und wie hast du es gefunden? Also ich hatte mein erstes Mal mit 15, glaube ich. Ich war glaube 15 oder 16. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Mal. Also es war eigentlich ganz nice gewesen. Also es war nicht jetzt mega schlecht gewesen, es war nicht mega aufregend gewesen. Es ist einfach ein schönes erstes Mal mit jemandem, den ich zu diesem Zeitpunkt geliebt habe. Und ja, darum würde ich das, glaube ich, nicht ändern, wenn ich noch könnte. Nächste Frage. Und zwar, was sind wir stehen geblieben? Ich muss schnell schauen. Da. Wie hast du gelernt, Videos zu schneiden und überhaupt sie zu produzieren? Das ganze YouTube-Ding, also ich habe schon ein bisschen vor YouTube Video und Film geschnitten, da ich als einfach Jüngerer schon gerne Film gemacht und in der Schule so viele Projektarbeiten von mir einfach sind aus Film bestanden. Also wenn wir eine Projektarbeit machen, habe ich oft dort einen Film abgeben als Projektarbeit, einen Kurzfilm oder irgendeine Story, die ich filmisch dargestellt habe. Genau. Und das habe ich mir alles irgendwie selber angefangen beibringen. Irgendwie angefangen zu schneiden auf iMovie und Windows Movie Maker und dann immer weiter. Also viele Tutorials geschaut, viele Videos selber gemacht, viel ausprobiert und ja, so haben wir das alles selber beigebracht. Nächste Frage. Wann bist du das letzte Mal richtig krank und hast du schon mal gekotzt in der Öffentlichkeit? Also ich war jetzt erst gerade so 2-3 Wochen kränkelig und habe auch mehrmals kotzen. Also ich würde von mir sagen, ich bin jemand, der schon ab und an in seinem Leben kotzen musste. Als Junge bin ich von einer Vespa angefahren worden und habe darum da hinten irgendwo so einen Wirbel verschoben, wo dann so ein bisschen Blutzufuhr zum Kopf irgendwie hat manchmal ein bisschen gedrückt und darum habe ich mega viel Migräne bekommen.
Und dann habe ich, die Migräne war bei mir immer so stark, dass ich anliegen musste und dann meistens musste ich kotzen, also fast immer. Und es musste dunkel sein und ja, rechtes Prozedere und dort musste ich sehr viel kotzen. Und das letzte Mal kotzen, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich so knapp eine Woche her. Ich hatte so eine Woche, wo ich mehrmals in der Woche aufgestanden und am Morgen musste kotzen. Ja, ich bin absolut schwanger, bekomme jetzt ein Kind. Nein, Spaß. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ich hoffe, die ist so ein bisschen beantwortet. Was haltest du von Hate/Kritik auf YouTube und im ganzen Internet? Das mit dieser Kritik finde ich noch eine schwierige Sache, weil grundsätzlich, also so zu Kritik, Feedback, also je nachdem, man sagt ja immer so, ja, nur so Kritik, Feedback, das hat man gerne in den Kommentaren, wenn es Hate ist, ja, das ist nicht so cool. Aber ich finde das ganze Kritisieren irgendwie so ein schwieriges Thema, also allgemein so, es wird so viel kritisiert heutzutage und irgendwie wird überall drin noch viel zu fest das Negative gesucht, gerade im Internet, so, da werden die Aussagen so umgedrillt, dass es nachher irgendwie etwas Negatives ist. Also ich habe das Gefühl, im Internet wird es manchmal zu fest gesucht, so, also es werden zu viele Fehler gesucht, es ist zu wenig okay. Wenn irgendein YouTuber Musik macht, dann ist es gerade scheiße. So, ja, vielleicht schon, aber auch ein YouTuber darf scheiß Musik machen. Oder scheiß Kleider oder so. Nicht, dass das cool ist, aber irgendwie keine Ahnung nach, also ja, ich weiß nicht, ich bin komplett lost, sorry. One-Take-Videos machen, wo ich vor der Kamera schwätze, ist irgendwie auch für mich etwas ungewohnt. Ich muss schnell schauen, wie lange wir sind. Wir sind bis 7 Minuten, crazy. Ich gehe mal weiter zu der nächsten Frage. Aber nein, warte, ich bleibe noch schnell da bei Kritik, Hate. Ich finde, ja, Hate ist einfach unnötig im Internet und wieso soll man sich, also keine Ahnung, wieso muss man Leute im Internet so richtig derb haten, also so, wenn man findet, so, hey, du hättest da oder da etwas besser machen können oder hey, irgendwie das und das gefällt mir nicht. Also ich finde es cool, wenn man bei Kommentaren oder Kritik aus der Ich-Perspektive schreibt, also ich habe das und das nicht so cool gefunden, das und das finde ich, hätte man anders machen oder so. Und dass man nicht sagt, so, das ist falsch und das ist falsch, weil vielleicht hat der Künstler ja genau das machen, weil er sich aktiv zu dem entschieden hat, ob jetzt das Film ist oder wie auch immer korrekt ist oder künstlerisch korrekt. Es ist vielleicht immer eine Intention dahinter, dass es so ist, wie es ist. Und wenn es einem dann nicht gefällt, dann ist das vielleicht auch Geschmackssache. Ja, so habe ich glaube ein paar gute Worte gefunden. Gehen wir auch mal weiter. Und zwar, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit außer YouTube und Insta PS, coole Videos? Zuerst mal danke. Und was mache ich eigentlich in meiner Freizeit? Also, ich bin ja selbstständig, das heisst, ich arbeite selbst und ständig. Ja. Nein, ich habe im Moment bin ich also nicht so viel Freizeit, so blöd es klingt, aber was ich gerade am meisten mache, ist Musik und YouTube-Videos. Also irgendwie kümmere ich mich fest um YouTube und um Musik. Also ich bin in Musik gerade mega viel dran am machen, am neue Beats bauen, am Songs schreiben, am irgendwelche Songs aufnehmen, am Demos machen. Also dort bin ich auf jeden Fall dran. Der Prinz Norin ist am worken. Vielleicht kommt dann dort ja irgendwann auch mal eine EP raus, man weiß es nicht, aber vielleicht habe ich schon gehört, dass das passieren kann. I don't know, wir müssen vielleicht alle mal am Prinz Norin schreiben, rufen den mal in die Kommentare an, der soll mal etwas droppen vielleicht wieder. Ja genau, in meiner Freizeit, genau, ich bin irgendwie viel in meinem Zimmer am Musik machen. Ich habe mir jetzt das Game noch gekauft, jetzt bin ich wirklich am Zocken, aber ja, sonst bin ich eigentlich, ja, was mache ich in der Freizeit? Nicht so viel außer YouTube und Musik und mit Freunden abmachen. Ich bin irgendwie gerade recht in dieser Bubble drin. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ich muss auch schnell schauen, wie findest du, wenn man schwul ist oder allgemein andere Sexualität hat oder gehörst du sogar zu denen? Also nein, ich bin nicht schwul so, aber ich finde, also so Kommentare, ich weiß gar nicht, ich finde es eigentlich schade, dass wir noch so weit sind, dass man das noch beantworten muss. Also keine Ahnung, ich finde es irgendwie doof. Jeder soll können lieben, wer er will lieben oder soll lieben, wer er liebt. So,
Gefühle sind da und Liebe kommt und geht und für die kann man nicht entscheiden, ob man die will halt oder nicht, sondern man fühlt die einfach. Und wenn man sich zu einer Person hingezogen fühlt, wenn man die liebt, dann ist doch das schön. Jeder weiß, wie sich Liebe anfühlt und wieso sollte ich irgendjemandem verbieten, wollen oder können, dass er jemanden lieben darf. Weil Liebe ist doch etwas Schönes und ich freue mich für jeden, der verliebt ist und Liebe darf erfahren, egal in welcher Form, von der Eltern oder von einer Freundin oder von einem Freund. Das mag ich jedem gönnen und ja, so. Dann da nächste Frage. Was ist dein grösster Traum? Also, ich weiss jetzt nicht, welcher Traum von mir gross ist und welcher klein. Absolut lustig. Nein, mein grösster Traum. Ich weiss nicht, ob es mein grösster Traum ist, aber im Moment. Oh, danke für den Tonhandy. Im Moment ist mir gerade das Musikding gerade ein grosser. Mein Auge. Ist ein grosser Traum, wenn ich das so sagen darf. Also ich mache gerade mega gerne Musik und ich würde mega gerne mal mit dieser Musik auftreten oder ja, irgendwie so auftreten, auf der Bühne zu stehen, live erleben, wie die Crowd meine Musik fühlt oder auch nicht, vielleicht Videos bei I don't know. Aber das ist irgendwie so ein Traum, mal einen Live-Auftritt haben, mal live zu spielen, mal, ja, das wäre so ein Traum von mir, glaube ich, ja. Ich glaube, das ist ein Traum, einen eigenen Kinofilm machen, fände ich eigentlich auch geil. Das wäre auch mal so ein Traum. Träume haben ist wichtig, oder Ziel haben vielleicht, dass man die irgendwann mal achieven kann. So. Wie sieht eine typische Woche von dir aus, wenn stehst du auf ETC? Das ist schwierig, ich kann meine Woche voll nicht beschreiben, weil jede Woche anders aussieht. Ich mache immer ein bisschen andere Sachen. Aber ich stehe meistens auf zwischen 7 und 8 oder 9 bin ich wach. Ich bin Frühaufsteher, ich bin dann einfach wach, ich kann dann gar nicht mehr schlafen. Und dann esse ich irgendwann etwas, dann fange ich an zu arbeiten. Es ist immer ein bisschen anders. Mal stehe ich ganz früh auf und muss irgendwo hinfahren für einen Dreh auf Basel oder auf Bern zum Marc oder Adi oder auf Zürich zu der Nati oder irgend sowas. Oder ich gehe irgendwie auf Mykonos, fliege ein Wochenende weg, wie mit den Unigag Boys. Da könnt ihr auf jeden Fall auf dem Unigag Insta-Kanal ist ein Vlog hochgeladen worden, also ein Instagram-TV-Video, das ich geschnitten habe, ist von dem Trip, wo wir in Mykonos waren. Für alle, die nichts auf Instagram haben mitbekommen, da können wir übrigens auch folgen, @jamriafinger. Wir können dort auf Unigag den Vlog noch anschauen, also auf dem Instagram-Account. Der ist auf jeden Fall nice geworden. Schau schnell, wo wir zeitlich stehen. Okay, ich bin irgendwie ein bisschen nervös wegen dem One-Take-Video, weil ich nicht weiss, so wie lange dass man nachher tagen, dass es nicht absolut zu lang wird. Gut. Kommen wir zu der nächsten Frage. Sorry, wenn ich die jetzt nicht so gut beantworten konnte. Ich weiss gar nicht, wie viel habe ich noch. Okay, dann schauen wir. Möchtest du mal Kind haben und wenn ja, wie viel? Ich wäre sehr gerne mal Vater, also ich hätte sehr gerne mal Kind. Wie viel? Ich hätte gerne. Ich glaube, 2 Kinder fände ich cool, weil es dann so eine coole Konstellation ist, weil 4 Leute perfekt passt so in vielen Situationen. Und irgendwie das 5. ist dann manchmal vielleicht eine zu viel so in gewissen Situationen. Oder keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, mehr Kinder zu haben, aber ich hätte auf jeden Fall gerne ein Kind. So. Nächste Frage. Wie viel verdienst du mit YouTube? Also, das ist auf jeden Fall, YouTube ist so ein bisschen schwierig, also mit YouTube selber, mit den Werbeeinnahmen, also mit der Werbung, die vor dem YouTube-Video läuft, verdiene ich nicht so viel, vielleicht pro Video zwischen 5 und 20 Franken so. Wenn das Video gut ankommt, 20, wenn es nicht so gut ankommt, vielleicht 5 so. Das ist nicht so viel, aber irgendwie so ab und an kann man sich wieder ein paar hundert Franken von YouTube holen und dann ist es immer ein gutes Gefühl. Und mit Werbekooperationen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich von ob ich einen Auftrag mache für eine andere Firma, so, aber ich möchte jetzt auch nicht einfach sagen, wie viel ich für was verdiene, weil irgendwie ist es auch noch so ein bisschen, nicht das Betriebsgeheimnis, aber das ist mir irgendwie unangenehm, das zu sagen. So, jetzt kommen wir glaube ich, zu den letzten 2, oder die letzte Frage sogar. Hast du dich verändert durch YouTube? Und ich würde sagen, ja und nein. Also, ich glaube, ich habe mich durch YouTube sehr fest verändert, aber irgendwie auch nicht, weil
in dieser Phase, wo ich an YouTube angefangen habe, bin ich allgemein gerade so im Erwachsenwerden gsi. Heisst, ich bin in dieser Zeit gerade so ein bisschen älter geworden und ja, ich glaube, darum ist allgemein viel passiert und YouTube hat mich halt begleitet. Darum würde ich sagen, vielleicht habe ich mich sehr fest verändert und auch sehr viel von YouTube vielleicht gelernt oder durch YouTube gelernt oder verstanden, aber nicht nur durch YouTube. Also ich habe mich einfach weiterentwickelt allgemein als Mensch und somit auch YouTube und ja, darum glaube ich, das ist so ein Zusammenspiel von Leben und YouTube. So, YouTube war ein bisschen dabei bei meiner Entwicklung, wo ich als Mensch gegangen und ich habe mich irgendwie so ein bisschen in die Richtung von YouTube entwickelt, weil das jetzt meine Arbeit ist und so. Also ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel. Ja. Genau, jetzt habe ich alle Fragen vorgelesen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zu diesen Fragen. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mal so One-Take, ganz etwas anderes. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen nervöser gewesen, als wenn ich sonst ein Video aufnehme, weil ich mir auch vorgenommen habe, ich will das jetzt so in einem Take machen. Also das ist mein First Take, wenn ihr euch fragt. Vielleicht absolut wack, aber vielleicht absolut auch nicht. Darum, ja, ich freue, ich freue euch, hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit einem Video mit dem Adi, der Nati und der Mara. Werden ein paar krasse Fragen beantworten. Freut euch, schreibt es euch ein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Peace und ciao.